Hi zusammen, ich bin's, euer Dennis und heute mit einer weiteren Folge unserer ASV Homeworkouts. Diesmal eine besondere Variante und zwar machen wir das Kasten-Workout in Kooperation mit unserem Partner Gaffel. Dafür benötigt ihr lediglich einen Kasten. Dieser kann leer sein, je nach eurem Trainingszustand, aber auch gefüllt mit leeren Flaschen. Wenn ihr jetzt noch keinen Kasten habt, drückt eben kurz auf Pause, holt euch einen und dann starten wir mit unserem Workout. Okay, bevor wir an die Übungen gehen, die wir mit dem Kasten durchführen, machen wir ein kleines Warm-up. Danach werde ich die Übungen einzeln vorstellen, dann könnt ihr was trinken zwischendurch und dann gehen wir in das Zirkeltraining hinein. Für das Warm-up fangt erstmal an, einen kleinen Kniehack zu machen. Also ihr nehmt euer Knie nach oben, zieht es an. Wenn ihr ablasst, kurze Schritte auf der Stelle, hochziehen, kurze Schritte auf der Stelle. Wir öffnen die Hüfte, dehnen so ein bisschen das Gesäß. Dadurch, dass wir viel vielleicht im Homeoffice sitzen, ist es gerade wichtig für die LWS, also die Lendenwirbelsäule, den Bereich zu stretchen. Wenn ihr könnt, versucht das Knie nach oben und sogar leicht zur Seite an der Brust vorbeizuziehen. Die letzten zwei. Wunderbar. Wir machen weiter ein bisschen Mobilität. Wir machen einen Oberschenkelstretch mit Streckung. Also einmal versuchen, Fuß am Spann zu fassen und euch schön lang zu machen. Ja, schaut, dass ihr die Hüfte mit nach vorne schiebt. Bauch ist fest, Arm ist lang. Streckt euch. Ja, wer möchte, kann auch sogar mit auf die Zehenspitze gehen, also euch wirklich ganz lang machen. Hoch nach oben. Sehr schön. Auch hier die letzten zwei. Und sehr gut. Als nächstes gehen wir in den Handlauf. Ihr startet am Anfang eurer Matte. Beine sind möglichst gestreckt. Ihr gleitet nach unten entlang nach unten. Geht dann in die Liegestützposition nach vorne. Hier einmal Bauch fest. Und dann wieder nach oben, bis ihr im Stand seid. Versucht die Hüfte so stabil wie möglich zu halten. Wir aktivieren den Core, wir stretchen die Oberschenkelrückseite. Kleine Hände, ganz ruhige Hüfte, so wenig Seitverlagerung wie möglich. Kurz stabilisieren, wieder zurück. Noch 4. Die letzten 2. Nochmal schön auf den aktiven Rumpf achten. Bauchnabel ist leicht eingezogen. Und der letzte. Schön lange lang lassen. Und wieder nach oben. Sehr schön. Jetzt haben wir die Schultern auch schon leicht aktiviert durch das Laufen. Wir fangen nochmal an mit einer kleinen Rotationsbewegung. Eine Handfläche zeigt nach oben, eine nach unten und ihr rotiert nach links und nach rechts. Wir wärmen die Rotatorenmanschette auf. Ein sehr stabilisierender Muskel tief in der Schulter. Versucht schön weit zu rotieren. Ja, wenn die Schultern anfangen leicht zu brennen, macht ihr alles richtig. Noch ein bisschen durchhalten. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Locker machen. Um wirklich das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren, machen wir ein paar Jumping Jacks und danach geht es an unser Zirkeltraining. Beim Jumping Jack achtet drauf, ihr springt gleich mit den Füßen nach außen, mit den Händen nach oben zusammen. Für diejenigen, die nicht springen können, also wo ein Jumping Jack zu intensiv ist, ihr tippt seitlich und bewegt die Arme über Kopf nach oben. Ich werde jetzt gleich den gesprungenen Jumping Jack machen. Sobald ihr merkt, es ist zu intensiv, einfach in den gelaufenen Jumping Jack
Wir starten ab jetzt. Auch hier aktiver Core. Ihr bleibt fest in der Mitte. Ich zähle gleich von 10 runter. Wir bleiben dran. Finale im Warm-up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Sehr gut. Wenn ihr möchtet, holt euch kurz was zu trinken. Währenddessen erkläre ich die Übungen, die wir jetzt gleich im Zirkel machen. Es sind 6 an der Zahl. Für alle Übungen brauchen wir den Kasten. Wir fangen an mit einem Ausfallschritt mit dem Fuß auf dem Kasten. Wenn ihr keine Flaschen im Kasten habt, dreht den Kasten einfach um. Ihr lasst den Spann auf dem Kasten und geht nach unten in den Ausfallschritt und drückt einbeinig nach oben. Die Rundenzahl werden gleich 4 Runden sein. Wenn ihr gerade erst anfangt mit dem Training, steigt gerne mit 2 Runden ein, macht nach 2 Runden Ende. Wichtig ist eine gerade Rundenzahl, weil alle einbeinigen Übungen, die wir machen, macht ihr eine volle Runde mit dem einen Bein und erst in der zweiten Runde würdet ihr das Bein wechseln. Ja? Übung 2 ist das vorgebeugte Rudern. Ihr nehmt den Kasten, wichtig ist die Grundposition. Knie sind leicht gebeugt, Oberkörper wird nach vorne abgesenkt und ihr zieht den Kasten Richtung Bauch, Ellbogen eng und aktiv die Schulterblätter nach hinten oben ziehen. Gerade beim nach unten gehen ist es wichtig, im Rücken nicht schwach zu werden, sondern versucht euch aufzurichten. Ja? Wenn ihr die Übung Katze und Kuh schon mal gemacht habt, stellt euch vor, ihr würdet die Kuh machen. Ja? Übung 3 ist eine Übung im Einbeinstand, also auch hier arbeitet ihr wieder in der einen Runde auf dem einen Bein, in der anderen Runde auf dem anderen. Und es ist einbeiniges Kreuzheben. Also ihr geht mit dem Kasten Richtung Boden, versucht hier einmal parallel zum Boden zu kommen und richtet euch auf. Standbein ist leicht gebeugt, die Hüfte ist möglichst parallel und euer Rücken ist auch hier wieder gestreckt. 4. Übung ist eine kleine Cardio-Übung. Auch hier den Kasten entweder, wenn er leer ist, falsch herum aufstellen oder wenn er gefüllt ist, einfach vor euch aufstellen. Ein Fuß ist auf dem Kasten und wir machen Toe-Touches. Ihr tippt den Kasten mit euren Füßen an. Arme einfach gegengleich bewegen. Das hier, was ich jetzt zeige, ist die Low-Impact-Variante, ähnlich wie bei den Jumping Jacks gerade. Wenn die Sprünge zu intensiv sind, einfach in die gegangene Variante gehen. Ja? Die letzten 2 Übungen sind am Boden. Übung 1 sind die Überzüge. Ihr greift den Kasten an der Seite, Arme sind annähernd gestreckt und ihr bringt den Kasten über Stirnhöhe nach oben. Auch hier, wenn ihr Flaschen im Kasten habt, seid ein bisschen vorsichtig, dass sie nicht vorne rüber kippen. Ansonsten diese Bewegungsausführung beachten. Achtet auch hier, dass der Rücken schön anliegt an der Matte, also versucht hier Spannung im Bauch aufzubauen, obwohl der Arm lang ist. Letzte Übung, gleiche Ausgangsposition. Wir arbeiten zum Schluss im Bauch. Ihr versucht hier in eine kleine Kerze zu gehen, also Ausgangsposition ist der rechte Winkel. Der Kasten gibt euch so ein bisschen Halt und ihr kickt nach oben in die Kerze hoch. Für wen die Kerze auch hier etwas zu anspruchsvoll ist, beispielsweise wenn leichte Rückenbeschwerden auftreten, geht ihr in den Reverse Crunch, ihr winkelt die Beine an und bringt die Knie zu euch. Das sind die 6 Übungen. Ich werde gleich 1 zu 1 mitmachen. Wenn ihr also irgendwo nicht mitkommen solltet, steigt einfach neu mit ein. Und dann starten wir den Timer in 3, 2, 1, ein Bein. Auf geht's. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Knie zeigt Richtung Fußspitze, ganzer Fuß ist am Boden vorne, hinteres Knie tippt vielleicht leicht den Boden an, versucht schön tief zu gehen.
Wem das hier zu wenig intensiv ist, kann das auch mit einer gesprungenen Variante machen. Wir bleiben aber erstmal bei der gegangenen. Konstant durchhalten. Sehr schön, die ersten 40 Sekunden sind geschafft. 20 Sekunden Pause, kurz durchatmen. Weiter geht's mit dem vorgebeugten Rudern. Weiter geht's. Achtet hier wieder drauf, Ellbogen eng am Körper führen. Ausgangsposition ist elementar wichtig. Trainiert den gesamten Rücken, insbesondere den Latissimus, unseren großen Rückenmuskel und den LWS-Bereich statisch. Sekunden. 3, 2, 1. Kurze Pause. Auch hier wieder 20 Sekunden durchatmen. Nehmt euch die Zeit. Als nächstes kommt die Standwaage. Wenn ihr in der ersten Übung mit dem rechten Bein gearbeitet habt, arbeitet auch hier mit dem rechten Bein. Dann ist es leichter, sich zu erinnern. Übung 3. Ab jetzt. Auch hier, falls ihr merkt, die einbeinige Variante ist viel zu schwer, ihr könnt auch einfach ins Heben des Kastens gehen. Also beide Beine bleiben am Boden, achtet auf die Rückenhaltung und ihr hebt. Und da sind die 40 Sekunden geschafft. Jetzt die Cardio-Übung. Hoffe, das klappt alles gut. Toe-Touches als nächstes, ein Fuß ist drauf, abwechselnde Sprünge. In 3, 2, 1 und go. Hier heißt es jetzt dranbleiben. Kurze kleine Taps auf dem Kasten. Wir arbeiten in der Fettverbrennung. Bauch ist fest, Arme schwingen gegengleich. Ihr bleibt dran. Und Pause. Die letzten 2 Übungen, dann haben wir Runde 1 geschafft. Wir gehen an die Überzüge. Ihr legt euch auf den Rücken. Arme sind lang. Und wir starten ab jetzt. Denkt nochmal an die Bauchspannung. Unterer Rücken drückt aktiv gegen den Boden. Und die letzte Übung, unsere Kerze. Ihr haltet euch einfach nur am Kasten fest. Der stabilisiert euch ein bisschen. Und wir gehen nach oben. In 3, 2, 1. Letzte Übung in Runde 1.
Gleich geschafft. Noch ein bisschen. Sehr gut. So, dann starten wir jetzt gleich in Runde 2. Jetzt mit dem anderen Bein. Das heißt also, ihr stellt jetzt, wenn ihr auch wie ich mit rechts angefangen habt, jetzt das linke Bein nach vorne. Hinterer Fuß kommt wieder drauf. Gleiches Intervall. Runde 2. Wir starten in 3, 2, 1 und go. Auch hier bleibt schön aufrecht mit dem Oberkörper. Macht den Schritt gerne relativ groß. Arme könnt ihr im Runners Lunge mitschwingen, könnt aber auch parallel zusammenbleiben. Das, was euch die meiste Balance gibt. 40 Sekunden gleich geschafft. Letzte Wiederholung. Sehr schön. Jawohl. Übung 2. Gehen wir wieder an das vorgebeugte Rudern. Denkt immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, an eine schöne Ausgangsposition. Gesäß wird leicht nach hinten geschoben, Rücken ist auf Spannung. Ihr schnappt euch den Kasten und zieht. Rücken bleibt schön auf Spannung, Brust raus, Schultern zurück. Die letzte Wiederholung. Jawohl. Schön. Als nächstes wieder die Standwaage. Auch hier arbeiten wir jetzt auf links. Auch hier nochmal als kleiner Hinweis, wenn ihr einbeinig nicht zurechtkommt, gleichgewichtstechnisch zum Beispiel, einfach heben. Ansonsten, wir starten ab jetzt mit dem anderen Bein. Standbein ist leicht gebeugt. Schwungbein geht in die Waagerechte. Der Rücken bleibt schön gestreckt. Der Kasten darf gerne den Boden berühren. Man holt sich unten ein kleines bisschen Gleichgewicht. Jawohl, sehr gut. Jetzt wird es nochmal anstrengend. Es kommen die Toe Touches. Ein Fuß auf dem Kasten, abwechselnde Sprünge nach vorne. Auch hier nochmal der Hinweis, Low-Impact-Variante, einfach nur tippen. Wir starten ab jetzt. Oberkörper ist aufrecht, Bauch ist fest. Tempo beibehalten. Wir sind in Runde 2. Wer kann, steigert noch ein bisschen das Tempo. Durchhalten und Pause. Die nächsten 2 Übungen wieder auf dem Boden. Hier holen wir uns ein bisschen Luft zurück. Bereit machen. Start ab jetzt. Versucht auch hier nochmal den Arm möglichst lang zu lassen. Arbeitet mit einem langen Hebel und der Bauch ist fest. Unterer Rücken drückt aktiv gegen die Matte.
Und die letzte. Sehr gut. Nur noch die Bauchübung. Dann haben wir auch Runde 2 geschafft. Auch hier nochmal als kleine Erinnerung die etwas leichtere Variante der Reverse Crunch. Beine bleiben angewinkelt. Wir starten mit der Kerze ab jetzt. Die letzten Wiederholungen. 3, 2, 1 und Pause. Runde 2 ist geschafft. 2 noch zu gehen. Wir starten wieder mit Seite Nummer 1. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Starten ab jetzt. Schön die Tiefe beibehalten. Oberkörper bleibt aufrecht. Hinteres Knie fast zum Boden. Und die letzte. Jawohl. Wieder an das vorgebeugte Rudern. So langsam kennt ihr die Reihenfolge. Auf geht's. Auch der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Achtet darauf, diesen neutral zu halten. Oberkörper bleibt schön stabil. Die Bewegung findet an sich nur in den Armen statt. Spannung halten. Sehr gut. In der dritten Runde einbeinige Standwaage, jetzt wieder auf dem ursprünglichen Bein oder mit beiden Füßen heben. Ab jetzt. Die letzte Wiederholung. Sehr schön. Wir kommen zu meiner Lieblingsübung, Toe Touches. Vorletztes Mal. Intensität hochhalten. Start ab jetzt. Kurzer kleiner Tipp. Nicht zu viel Gewicht auf den Kasten abstützen, aber die Füße auf Kastenhöhe. Arme schwingen mit. Bauch bleibt fest. ,40 Sekunden durchhalten. 3, 2, 1.
Und wir gehen an die Überzüge. Ab jetzt. Die letzte Wiederholung. Jawohl. Und wir gehen in die letzte Bauchübung, dritte Runde. Danach haben wir noch eine Runde zu gehen. Langsam bereit machen. In 3, 2, 1 und auf. Wer mit der Kerze nicht mehr weiter hochkommt, geht einfach in den Reverse Crunch, Beine angewinkelt und einrollen. Ansonsten einfach weiter mit der Kerze. 3, 2, 1 und Pause. Da sind wir schon in der letzten Runde. Einmal noch die letzten Kräfte mobilisieren. Einmal noch das letzte Bein nach vorne bereit machen. In 3, 2, 1 und tief. Versucht hier nochmal stabil zu bleiben. Oberkörper bleibt aufrecht. Hinteres Knie annähernd zum Boden. Vorne bleibt der ganze Fuß am Boden. Letzte Runde, Endspurt. Und die letzte Wiederholung. Jawohl. Vorgebeugtes Rudern, langsam bereit machen. Ab jetzt. Und die letzte Wiederholung. Wunderbar. Das letzte Mal Standwaage. Auch hier wieder mit dem Bein, mit dem ihr in der zweiten Runde gestartet habt. Ab jetzt. Ruhig langsame, kontrollierte Bewegung. Ihr macht euer eigenes Tempo. Letzte Wiederholung.
Jawohl. Die letzten Toe Touches. Einmal alles geben, danach ist es so gut wie geschafft. In 3, 2, 1 und go. Noch einmal Gas geben, nicht langsamer werden. Bauch bleibt fest. Wer nicht mehr kann, geht einfach weiter. Einfach dranbleiben, ist die letzte Runde. 3, 2, 1. Wunderbar. Zu guter Letzt am Boden die letzten Überzüge. Ab jetzt. Auch hier einfach dranbleiben. Schöne lange Arme. Bauch bleibt am Boden. Sehr gut. Ein letztes Mal in die Kerze und dann haben wir es geschafft. In 3, 2, 1 und go. Die letzten Wiederholungen, noch dranbleiben. 3, 2, 1 und wir haben es geschafft. Sehr schön. Wir kommen noch einmal nach oben hoch, machen uns locker, machen zum Abschluss einen kleinen Stretch. Ich bedanke mich schon mal herzlich fürs Mitmachen und hoffe, ihr habt alle durchgehalten, seid die 4 Runden mit mir gegangen. Zum Schluss machen wir einen kleinen IT-Band-Stretch. Ihr überkreuzt die Füße, streckt die Arme nach oben aus, schiebt die Hüfte leicht zur Seite nach hinten und geht nach unten zu dem Fuß, der nach hinten steht. Auf und tief. Ja, ruhig dynamisch. Ihr könnt aber auch unten ein bisschen länger verweilen. Achtet darauf, dass das hintere Bein gestreckt bleibt und die Hüfte leicht zur gegenüberliegenden Seite geht. Der Puls fährt langsam runter. Wir lösen auch hier die letzten Rückenverspannungen auf. Die letzten 2. Noch einmal tief nach unten runter. Und der letzte. Jawohl. Einmal locker machen. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht. Wenn ihr das Ganze wiederholen wollt, könnt ihr euch langsam mit dem Gewicht steigern, indem ihr beispielsweise den Kasten füllt. Oder ihr setzt euch eigene Zeitintervalle. Ihr kennt ja jetzt die Übungsabfolge. Ihr macht zum Beispiel 45 Sekunden Belastung und eine kürzere Pause. Gerne, wenn ihr das wiederholt, baut eure kleinen Steigerungen mit ein. Das hilft euch in diesem Monat weiterzukommen und wir sehen uns im Dezember zurück.